Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 2017 in der F1-Karriere, wo wir ja durch jedes F1-Game durchgehen, wo man eine Fahrerkarriere machen kann. Und ja, wir sind in F1 2016 gestartet und sind mittlerweile im F1 2017 und in Monaco, also so ziemlich neben Aserbaidschan. Vielleicht auch noch Singapur im schlimmsten Grand Prix. Ja, wir sind erst mal in Spanien gefahren, haben ja eine sehr, sehr gute Aufholjagd gehabt und können eigentlich wirklich viele Punkte holen, sage ich jetzt mal. Wir sind ja eigentlich letztes gestartet, sind dann nachher auf P6 oder 5 gelandet, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Es war auch ein sehr, sehr gutes Rennen gewesen, muss man ganz klar sagen. Und jetzt sind wir hier in Monaco, wo ich muss ehrlich sagen, ich keine Ahnung habe, ob das etwas wird oder nicht, weil Monaco... Ich hasse die Strecke. Es ist einfach in meinen Augen, und da bin ich wahrscheinlich einer der wenigen, in meinen Augen ist sie einfach nicht mehr zeitgemäß. Klar, es ist ein Traditions-Grand Prix und ein klassischer Grand Prix und, aber es ist halt einfach für die aktuellen Fahrzeuggenerationen, sei es ja in 2017 oder auch im 2022 oder 2023, wo wir jetzt uns befinden, halt einfach nicht mehr zeitgemäß, beziehungsweise einfach viel zu klein und zu eng. Darum bin ich gar nicht mehr so ein grosser Fan von dieser Strecke. Wie auch schon, früher habe ich Monaco immer cool gefunden, jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Ja, wir machen jetzt einmal mal weiter. Wir gehen ins erste Training, das nehme ich wie immer nicht auf. Wir sehen uns dann einfach wieder im Qualifying. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Let's go! So, herzlich willkommen zum Qualifying hier in Monaco. Und ja, es sieht vielleicht nicht einmal so schlecht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir sind jetzt das erste Training gefahren. Ich bin auf P1 gefahren. Es regnet jetzt auch im Qualifying und im ersten Training hat es auch geregnet. Das Rennen bleibt aber trocken. Und das ist, glaube ich, das erste Rennen, wo ich muss sagen, ich würde gerne Regen haben im Rennen. Weil im Regen fährt das Auto mega gut. Also ich bin überrascht. Ich bin wirklich sehr, sehr schnell gewesen. Ich bin auf P1 eben gefahren im ersten Training dann, mit der Qualifying Pace und habe fast 3 Sekunden Delta gehabt, also minus 3 Sekunden Delta. Das ist schon echt schnell. Und vielleicht können wir jetzt etwas rausholen, weil es regnet ja auch. Anscheinend hat KI recht viele Probleme im Regen hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Es wäre gut fürs Rennen. Vielleicht könnten wir da sogar etwas rausholen. Ich bin gespannt. Wir legen los. Let's go. Fahren gerade raus. Ah, shit. 300 hinter dem Hamilton. Okay, wir gehen mal in die Box und die Zeit vorspulen. Vielleicht fahre ich noch eins und vielleicht lasse ich es einfach bleiben. Aber es ist eigentlich kein schlechter Run gewesen. Ich habe hier und da ein bisschen untersteuert, ein bisschen grob, aber ich glaube, es war nicht schlecht gewesen. Ich muss noch Zeit vorspulen. Schade, okay. P3 ist aber auch okay. Das ist sehr gut sogar, sehr gut sogar. Können wir vielleicht noch etwas rausholen? Ja, Vettel ist halt dann doch noch mal ein bisschen viel schneller gewesen. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ein Force India, Bottas, Kimi Räikkönen und Ricciardo. Verstappen, Alonso, Hülkenberg und Kevin Magnussen. Sainz Junior, Kweat, Stoffel van Dorn. Und Massa, Stroll, Ocon, Romain Grosjean und Jolyon Palmer. Wehrlein und Markus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, also, sehr gut. Wir starten also wie erwartet von P3 und... Ja, Chef, also wir müssen, ganz ehrlich, wir müssen voll reindiven. Also wenn wir jetzt hier nicht profitieren am Start, dann gar nicht mehr, außer noch in der Box. Aber auch das ist sehr, sehr schwierig. Ich nehme 20,5 mit, weil ich denke, wir werden genug Sprit sparen können. Wir legen los, wir starten mit Ultrasoft und gehen auf Supersofts. Und wenn wir hier jetzt aufs Podium fahren oder sogar einen Win holen, in Monaco, das wär's. Das wäre das Highlight von dieser Saison jetzt schon. Let's go!
Guter Start. Oh, der Vettel macht mir doch ein bisschen den Platz weg. Come on, come on, come on. Ah! Nein! Ah, fuck. Ah, Mann, ich hab gehofft, ich komme noch irgendwo vorbei. Oh, shit. Mann, leicht berührt. Aber ich glaube, sie ist kaputt gegangen. Ah, schade. Okay, schon vorbei. Schon vorbei, wahrscheinlich. Wieder die Wand berührt. Funkloch, Jeff, nicht verstanden. Alter, wie schnell fahren die? Eigentlich kann ich jetzt sehr chillig fertig fahren, weil KI wird mich eh nicht überholen. Oder kann es wahrscheinlich auch gar nicht. Die fährt mir jetzt einfach neu auf die ganze Zeit, aber überholen können sie es nicht, das ist viel zu eng. Gelb, hinter uns. Könnte ich Safety Car geben? Hülkenberg? Ja, Safety Car. Das Safety Car ist draußen. Wir müssen uns bei verringertem Tempo einreihen. Behalte das Delta genau. Schnauze, Jeff, ich komme in die Box. Unbedingt positiv. Wir ziehen eine Ja, mach! Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie? Mach, Jeff, mach! Okay, geht in Ordnung. Nein, ich komme jetzt. Wir eine gute alternative Strategie Ich haben. komme jetzt in die Box. Den aktuellen Plan durchziehen. Oh mein Gott, alle gehen in die Pits. Los, 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 schnell, 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 schnell. Los, 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 los. Nein! Ja! Ja, let's go! Los, damit du an der Ausfahrt auf Renntempo Let's go, let's go, let's go. Woo! Sehr gut. Die anderen sind noch draussen. Also der Hamilton und der Vettel sind noch draussen. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Aber Verhalten, auf die Strecke fährst. wir können jetzt Vollgas geben. Wir können Vollgas geben, wir können die Safety Car Kolonne jetzt einholen. Wir könnten da eventuell ein bisschen etwas rausholen. Hey, die fahren durch. Hamilton und Vettel bleiben draus. What? Was machen die? Was machen die? Sind die dumm? Alter, was machen die? Alter, wenn jetzt die nicht in die Box gehen, also... Nein, sie gehen nicht in die Box. Wenn sie... Die gehen nachher in die Box, dann bin ich Erster. Wie dumm muss man sein? What the fuck, Alter? Ich muss nachher nur noch verteidigen. Wieso schenken die das? Was macht KI wieder? Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. What the fuck? Okay, der Abstand zum Vordermann wird Safety Car ist wieder drin. 0,18. Hä? Was ist das für eine komische Safety Car Phase jetzt gewesen? Alter, die haben wieder mal das Feld zusammengenommen. Fuck, Alter, und jetzt fahren sie wieder. Okay, aber Abstand zum Führenden beträgt 15,1. 15 Sekunden. Also wir sind immer noch im Range. Wenn sie über die Box gehen, würden wir sie wahrscheinlich immer noch holen. Oder es wird knapp werden. Sind in der Box. Beide. Aber schon wieder raus. Let's go! Let's go, wir sind der Erste. Hahaha! Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. So, wir sind in der letzten Runde. Ich kann nicht viel gelabert, weil ich mich sehr konzentrieren muss. Monaco ist doch nochmal das Next Level, wo man muss sich konzentrieren. Aber wir haben erfolgreich das Ganze verteidigen bis jetzt. Wir sind jetzt in der letzten Runde. Meine Reifen fühlen sich auch nicht mehr so optimal an. Sie sind recht am Untersteuern. Also ich lenke und das Auto fährt gefühlt immer noch geradeaus.
Aber wenn jetzt nichts mehr Gröberes passiert, sieht es wirklich so aus, als könnten wir da das Ganze holen. Der erste Win in 2017, beziehungsweise in F1 2017, so muss ich sagen. Dann ja in Monaco, also wer hätte das gedacht, dass ich mir mal einen Win holen in Monaco. So, wenn der Ricciardo jetzt nichts mehr waghalsig passiert, genau, probiert, dann nachher wird es das gewesen sein. Letzte Kurve hier noch, wo heikel ist, jetzt der letzte Knick. Und wir sind auf der Zielgerade und gewinnen das Ding. Wir holen den ersten Win in F1 2017 und dann noch in Monaco. What the fuck? Geil! Geil! Aber wir müssen ehrlich sein, also wir müssen wirklich ehrlich sein. Wir haben den Sieg geholt, weil KI einfach zu dumm war, wieder mal einmal mehr. Und einfach der Vettel und Hamilton nicht in die Pits gekommen sind. Darum war es ein geschenkter Sieg. Aber wir haben es geholt. Let's go! Fantastischer Sieg für Force India. So, also, unsere Teamanerkennung ist auch noch mal ein bisschen gestiegen. Also jetzt hat da plötzlich Ferrari und Mercedes sehr grosses Interesse an uns bekommen. Red Bull ist sowieso immer noch sehr interessiert, aber wie wir sehen, ist Williams, dann Toro Rosso und Haas am meisten interessiert an uns. Und dann nachher kommt noch Renault und dann kommt erst Red Bull. Also wir müssen weiterhin gute Ergebnisse abliefern, dass wir in der Sommerpause könnten vielleicht zu einem Top-Team wechseln. Und sonst sieht es nicht so aus, als könnten wir wechseln oder dass wir wechseln, weil ja, wir hängen doch ein bisschen bei Force India, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber ich hoffe schon, dass wir den Gap zu Red Bull schaffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde es cool finden. Aber ja, wir schauen mal. Wir haben Ressourcenpunkt 244. Ich habe schon etwas investiert, und zwar nochmal in die Aerodynamik, dass wir noch mal ein bisschen einen neuen Frontflügel bekommen. Motortechnisch sieht das Ganze eigentlich sehr gut aus. Und dann springen wir mal weiter zum nächsten Wochenende und schauen jetzt mal, wo wir sind. Kanada kommt. Okay, Kanada ist meistens immer Regen. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob wir noch ein Teile bekommen. Ich glaube, wir haben noch ein Chassis-Teile, das wir bekommen, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Hi, wie fühlst du dich heute? Unser Upgrade-Tempo ist im Moment gut, aber wir sollten uns steigern, wenn wir konkurrenzfähig bleiben wollen. Hier ist der Bericht. Ja, das Ding ist aber, ich mache immer alle Updates. Also ich mache so viele Updates, wie ich kann, aber es geht halt einfach nicht. Es geht halt einfach nicht. Also, wir sind immer noch gut im Mittelfeld, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind immer noch gut da. Also von dem her, so dramatisch ist es jetzt doch nicht. So, gemischte Bedingungen auf der Strecke. Ja, wird wahrscheinlich Regen sein oder Regen geben. Rivalität haben wir by the way auch gewonnen. Fast vergessen. Gut. So, also eben, unser Motordeck sieht ja eigentlich an und für sich noch sehr gut aus. Genau, aktuell Interesse haben an uns Williams, Haas und Toro Rosso, wie vorher schon gesagt. Ich hoffe, dass Red Bull Racing das dort doch noch ein bisschen aufgeht, aber dann muss ich jetzt schon Huren liefern, weil ich glaube, nach Silverstone ist der Wechsel, wo sehe ich da? Und Silverstone ist, ja, sind 1, 2, 3, 4 Rennen. Ich glaube, Silverstone selber zählt auch mit. Also ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich habe es gemeint. Ja, müssen wir schon noch ein bisschen gut sein. Ich hoffe, dass wir wirklich noch ein Team wechseln können. Weil dann wären wir jetzt wirklich ein Jahr dann bevor es India gewesen. Aber ich glaube, mit Red Bull. Ja, also mein Ziel ist eigentlich schon wirklich ins Top-Team reinzukommen. Eigentlich hätte ich Bock auf Ferrari, bin ich ganz ehrlich mit euch. Aber wenn Red Bull uns natürlich auch sagt, so, hey, ich kann schon zu uns kommen, dann würde ich natürlich nicht Nein sagen. Und sonst, ja, weiß ich nicht, vielleicht Toro Rosso. Wo steht Toro Rosso momentan? Die sind dann schon wieder ein bisschen schwächer. He? Ja, müssen wir schauen, es wird spannend. Das Ding ist halt, ich weiss halt, wie die Saison weitergeht. Also ich weiss in 2018, wo jemand wer ist. Also Toro Rosso wäre sicher ein solides Team. Auch Force India wäre sicher noch ein weiteres solides Team. Aber ja, mal schauen. Wir schauen mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wir sind hier jetzt jedenfalls in Kanada. Wir machen aber hier in der nächsten Episode weiter an diesem Grand Prix. Kanada ist schon eher eine Strecke, die mir eigentlich tendenziell immer gut liegt oder gut gelegen ist, weil ich eigentlich klar komme mit dieser Strecke.
Da sind wir mal gespannt, wie es denn da wird. Und da würde ich sagen, wäre es mit dieser Episode von F1 2017 in der Fahrerkarriere. Falls euch die Episode gefallen hat, würde es mich natürlich immer über eine Bewertung freuen. Ich habe gerade Faden verloren. Sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann einfach in der nächsten Episode wieder hier in Kanada. Und bis dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Tag. Macht's gut und ciao!